Hoi, ich bin Anna Zöllig, höre mega gerne Geschichten mit dir. Und dann nimmt mich im Fall Wunder, hast du gerne witzige Geschichten? Ja, da bist du genau richtig da. Wir hören das Hörspiel «Eine Influencerin, 2 Meerschweinchen und andere lustige Geschichten». Zurücklehnen und geniessen. Die berühmte Cousine aus Kanada. «Du, Mami, wann ziehen wir endlich in eine andere Wohnung?» Die Flo weiss, dass die Frage nichts bringt. Also eigentlich bringt sie minus nichts. Erstens sind ihre Mami und Mira, der Flo ihre grosse Schwester, erst gerade gezügelt. Und zweitens sagt die Mami dauernd: «Florence, du weisst doch, im Moment können wir uns einfach keine grössere Wohnung leisten.» Das ist es ja. Seit sie in die winzige 3-Zimmer-Wohnung gezügelt sind, muss die Flo ihr Zimmer mit der Mira teilen. Und auf einer Horrorskala von 1 bis 10 liegt Zimmerteilen definitiv bei 10. Mindestens. Die Mira ist 16 und tut so, wie wenn sie schon mega erwachsen wäre und kommandiert Flo die ganze Zeit um. Etwa so: «Spinnst, Flo? Du darfst sicher nicht mit deinen klebrigen Händen an meinem Pult sitzen.» Dabei hat Flo gerade die Hände gewaschen. Oder: «Hey, weg von meinem Schrank! Lang meinen Computer nicht an! Hast schon wieder meinen Pulli geklaut? Das ist mein Lipgloss!» So geht das den ganzen Tag. Die Mira hat sogar eine Schnur mit durchs Zimmer ziehen, dass Flo ja nicht auf ihre Seite überkommt. Aber das hat die Mutter dann verboten. Und das ist noch nicht alles, wo der Flo Sorgen macht. Bald sind die Ferien. Und alle aus ihrer Klasse gehen irgendjemand Cooles an. Aber der Flo, ihre Familie, hat natürlich auch für Ferien kein Geld und darum bleiben sie daheim. «Vielleicht im nächsten Jahr», hat die Mami gesagt. Immerhin. Wo die Mira am Montagmorgen im Badzimmer ihre langen Haare föhnt, geht Flo schnell an den Laptop von der Mira. Aha, das Passwort kennt sie schon lange. Blue Island, genau wie der Mira ihre Lieblingsserie. Die Flo sitzt ganz vertieft vor dem Bildschirm und schaut Tanzfilmchen. Niemand anders hat so coole Moves drauf wie die Poppy Quebec. Aber dann: «Hey, was soll das?» Oh nein, unter den Kopfhörern hat Flo nicht gehört, dass ihre Schwester ins Zimmer gekommen ist. Die Mira hat ein Handtuch um den Kopf geschlungen und sieht aus wie eine ägyptische Prinzessin. Allerdings eine ziemlich schlecht gelaunte. Fehlt nur noch, dass sie Feuer und Rauch aus den Nasenlöchern bläst. Die Flo muss bei dieser Vorstellung ein bisschen giggeln. Eigentlich wäre ihre Schwester ja super hübsch, wenn sie nur nicht so einen schwierigen Charakter hätte. «Pfoten weg!» Die Flo kann gerade noch die Finger wegziehen. Die Ferien kommen immer näher. Und eine Woche vor dem letzten Schultag reden wieder einmal alle von ihren Ferienplänen. «Wir gehen auf Milano shoppen. Und was machst du?» Die Flo steht mit der Bella und der Amelie auf dem Pausenplatz. «Wir bleiben da», sagt Flo. «Oh mein Gott, die ganze Zeit! Weisst du, wie langweilig!» Bella rümpft die Nase und auch die Amelie behauptet, die Heiz bleiben wäre für sie der Weltuntergang. Die Flo zuckt mit den Schultern. «Für mich ist es okay. Wir kommen vielleicht Besuch über.» «Wow, tönt super. Wer kommt denn bei euch auf Besuch?» «Sicher der Harry Miles mit seiner Band.» «Darf ich auch kommen?» Die beiden Mädchen giggeln. «Ich darf nicht sagen, wer kommt.» Die Flo hat keine Ahnung, warum sie das behauptet. Die Bella legt ihr die Hand auf den Arm. Sorry, ist nicht böse gemeint gsi. Kannst du uns nicht sagen, wer bei euch auf Besuch kommt? Wir sagen es niemandem.» Die Flo überlegt. Jetzt muss sie sich etwas einfallen lassen. «Kein Problem, ist schon okay. Aber ich will es gleich nicht sagen.» Aber das ist natürlich genau das Falsche. Jetzt wären die Mädchen erst richtig wundrig. «Mann, ist das so geheim?» Die Bella schaut schon ein bisschen genervt. Und Amelie versucht es wie immer noch auf die nette Tour. «Hey, wir sind doch Freundinnen.» Die Flo holt tief Luft.
Meine Cousine aus Kanada kommt. Vielleicht kennt ihr sie. Sie heisst Poppy Quebec. Was? Die Poppy Quebec? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich folge der schon weisst wie lang. Die ist total fame. Ich weiss. Die Flo geniesst, dass sie für einmal im Mittelpunkt steht. Ihre Freundinnen wollen alles über Poppy wissen. Jedes Detail. Zum Glück kann sich die Flo gut Sachen merken. Zum Beispiel der Poppy ihr liebstes Kuchenrezept oder dass sie allergisch ist auf Energy-Drinks mit Erdbeergeschmack. Und was die Flo nicht weiss, dichtet sie einfach dazu. Wo es läutet, ist sie aber trotzdem froh, dass sie wieder ins Klassenzimmer kann. So viel Reden ist anstrengend. Von dem Tag an muss die Flo in jeder Pause von ihrer berühmten Cousine erzählen. Und sie kommt wirklich zu dir? Ja, aber undercover. Sie braucht eine Pause. Die Flo erfindet immer neue Geschichten. Sie schreibt alles in ein leeres Schulheft, damit sie nichts vergisst. Sie dichtet der Poppy sogar noch eine Affäre an mit dem Thiago aus der Flo ihrer alten Schule. Langsam macht ihr das Geschichtenerfinden richtig Spass. Wo die Bella unbedingt das Foto von der Flo und der Poppy sehen, wird Flo ganz ernst. Immer wollen alle ein Foto mit ihr. Ich will das nicht. Sie ist meine Cousine und mir geht es um sie und nicht um ihre Fame. Ich kenne sie besser als alle anderen. Das macht Eindruck. Die Amelie nickt verständnisvoll und auch die Bella behauptet, sie würde das auch genau so machen. Und dann fangen die Ferien an. Die Flo denkt schon gleich nicht mehr an die Poppy Quebec. Sie und Mira streichen die Wände in ihrem Zimmer an. Die Mira mintgrün und die Flo veilchenviolett. Die Mami sagt zwar, das passt nicht zusammen, aber die Flo und Mira finden es beide schön. Zur Abwechslung verstehen sie sich schon fast gut. Aber dann wird es plötzlich ziemlich unangenehm für die Flo. Am letzten Ferientag ladet Bella die ganze Klasse zu einer Poolparty ein. Natürlich will sie, dass die Flo die Poppy mitnimmt. Die Flo wird nervös. Sie schickt der Bella eine Sprachnachricht. «So schade, die Poppy fliegt am Samstag wieder auf Kanada.» Die Nachricht schickt sie auch gerade noch an die Amelie. Die Bella schickt eine Sprachnachricht zurück. «Ich komme morgen bei dir vorbei. Ich habe eine Überraschung für dich aus Milano.» Die Flo schreibt zurück, das ginge nicht, aber die Bella antwortet nicht mehr. In dieser Nacht kann die Flo kaum schlafen. Wenn es auskommt, dass sie das alles nur erfunden hat, ist sie geliefert. Die Mira richtet sich im Bett auf. «Hey Flo, was ist los?» «Nichts. Komm, du hast doch etwas.» Dann erzählt Flo der Mira alles. «Ja, jetzt musst du halt schauen, wie du aus dieser Nummer wieder rauskommst.» «Ja, super. Danke für deine Hilfe.» Am nächsten Morgen schreibt sie der Bella eine Nachricht, sie sei auch krank. Keine Antwort. Punkt 2 läutet es an der Tür. Mit zittrigen Knien geht Flo an die Haustür aufmachen. «Wo ist sie?» Die Bella ist ganz aufgeregt. Die Amelie ist auch dabei. Die beiden stürmen die Stege auf in die Wohnung. «Wartet, ich muss euch etwas sagen!» In dem Moment geht die Badzimmertür auf. «Hallo?» Eine junge Frau mit einem Handtuchturban und einer grünen Gesichtsmaske im Gesicht winkt dem Mädchen fröhlich zu. «Je m'excuse, Entschuldigung, aber Flo hat nichts gesagt von dem Besuch.» «Ich bin Poppy.» Die Flo traut ihren Augen und Ohren nicht. Die Mira spielt ihre Rolle perfekt. Sie erzählt auf Französisch, sie sei désolé. Es tut ihr leid, dass sie nicht an die Party kommen können und ihre Flüge gehen in ein paar Stunden. Und nein, den Lipgloss aus Milano brauche ich sie nicht. Sie kommen doch alles gratuit, gratis über. Aber merci. Und dann verabschiedet sie sich und verschwindet wieder im Badzimmer. An der Bella ihrer Party erzählt Amelie allen, dass Poppy super nett sei und im richtigen Leben noch viel hübscher als auf Insta. Die Flo geniesst es richtig im Mittelpunkt zu sein. So lustig hat sie es noch nie an einer Party. Wo die Mira sie das nächste Mal nervt, sagt Flo nichts. Weil grosse Schwestern sind zwar manchmal schwierig, aber wenn es darauf ankommt, auch sehr hilfreich.
Auf einer Skala von 1 bis 10 ist der Verlässlichkeitsgrad von der Mira definitiv bei 11. Mindestens. Zwei Meersäule im Streik. Körnli, 17 Körnli, 18 Körnli, 19 Körnli. Jetzt habe ich schon 20 Körnli geknabbert und Sophia hat kein einziges Mal geschaut. Ohne Hobbys? Der Bacon schaut den Turbo erstaunt an. Jetzt los mir zu, Bacon. Wie manchmal soll ich es dir noch sagen? Wir sind Meersäule. Wir essen keine Hobbys. Und darum reden wir auch nicht von Hobbys. Ohne Hobbys? Das Meersäule Turbo schaut seinen Kollegen hässig an. Das Leben ist nicht immer einfach. Im Zweierkistli. Und sowieso ist der Turbo heute mega schlecht gelohnt. Genau wie gestern und vorgestern auch. Der Grund ist, dass Sophia, die Besitzerin der beiden Meersäule, nur noch Augen für so ein flaches Gerätchen hat und das nonstop streichelt. Dabei hat das dumme Ding nicht einmal ein Fell, sondern nur so langweilige, leuchtige Würfeli. Der Turbo knabbert hässig am Rüebli. «Ich weiss, was wir machen», knurrt er. «Wir streiken». Der Bacon ist begeistert. Oh ja, hat das etwas mit Essen zu tun? «Nein, ich sag dir, wie Streiken geht. Wir sitzen jetzt jeden auf ein Häufchen Heu und machen keinen Wank mehr. So.» Das Meersäule Turbo sitzt ganz ruhig da. Kein Hörli bewegt sich. Turbo? Warum genau machen wir das? Weil wir nie beachtet werden und darum keine Lust mehr haben, herzige Haustierli zu sein. Ohne Hobbys? Psst! Okay. Der Bacon sitzt ganz brav auf seinem Heuhaufen. Dann fängt er aber an einem Salatblatt zu knabbern. Der Turbo faucht ihn hässig an. «Aufhören essen!» Vor Schreck geht dem Bacon gerade das Salatblatt aus dem Maul. Jetzt sitzt auch er ganz still dort. Aber Sophia merkt nichts vom Meersäulestreik. Sie hat nur Augen für ihr Gerätchen. Turbo? Darf ich wieder fressen? Ist das alles, was dir in den Sinn kommt? Ja. Aber der Turbo gibt nicht auf. Für morgen habe ich eine neue Idee. Ohne Hobbys? Der Turbo erklärt am Bacon seinen nächsten Plan und grinst. Wo Sophia am nächsten Morgen zu Morgen isst, kommt ihr Vater in die Küche zu rennen. «Sophia, hast du den Käfig nicht zugemacht? Die Meerschweinchen sind weg.» Sophia ist am Handy. «Sorry, Papi, ich habe jetzt echt keine Zeit. Der Miro ist gerade online.» «Das geht so nicht weiter. Wer Tiere hat, muss auch gut zu ihnen schauen.» Da hört man aus dem Schuhkästchen zuhinterst im Gang ein freudiges Quieken. «Hast du gehört, Bacon? Es hat genützt.» «Ja, aber kommen wir jetzt raus? Da stinkt's nach Käse und ich hasse Käse. Ich bin ein Meersäule und kein Meermüsli.» Sophia rennt in den Gang. «Papi, ich habe die Meersäule gehört. Schau, sie hockt im Schuhkästchen. Wahrscheinlich schmückt sie gern deine Käsesandalen.» Sophia giggelt, macht das Schuhkästchen auf und dreht den Turbo und den Bacon wieder zurück ins Käfig. In den nächsten Tagen reissen die zwei noch 1,5 Mal aus. Das erste Mal verstecken sie sich hinter einem Gummibaum und das andere Mal schafft es nur der Turbo aus dem Käfig und verschwindet unter der Sophia ihrem Bett. Wo sie ihn wieder vorzieht, ist er ganz staubig, muss die ganze Zeit niessen und hat genug vom Abhauen. Und dann wird alles noch schlimmer.
wo Sophia 2 Wochen lang das Käfig nicht mehr geputzt hat, finden ihre Eltern jetzt Langis. Die Mutter sagt, wir müssen eine Lösung finden. Das sage ich ja schon lange, quietscht der Turbo. Endlich haben sie es begriffen. Ohne Kabis. Bacon, jetzt wird alles gut. Der Sophia, ihre Eltern, geben ihr noch eine Chance. Aber wo sie am nächsten Tag das Käfig immer noch nicht rausgeputzt hat, kommt die Mutter ins Zimmer, packt das Käfig und dreht es mitsamt dem Turbo und dem Bacon kurzerhand zum Auto. So, ihr Lieben, jetzt kommt ihr an einen schönen Ort. Das Grossi freut sich sicher über ein bisschen Gesellschaft. Und so ist es dann auch. Jö, sind das schnusige Hamsterli? Ruft das Grossi begeistert, wo sie die Meersäule sieht. Der Turbo verdreht die Augen. Das kann ja lustig werden. Den ganzen Tag hat die alte Dame die Meersäule auf dem Schoss und streichelt sie. Dazu füttert sie ihnen knackige Salatblättchen und fein geschnittene Gurkenwürfel. Und am nächsten Tag gibt es vorgeschnittene Rüebli und Radiesli-Rädli mit Peterli garniert. Die Meersäule freuen sich. So gut ist es ihnen schon lange nicht mehr gegangen. Aber wo das Grossi sie am 3. Tag zum Streicheln aus dem Käfig nimmt, flüstert der Bacon entsetzt: Du, Turbo, ich habe ein bisschen Angst, dass mir die alte Frau das ganze Fell wegstreichelt. Und auch der Turbo schaut, ob es bei ihm schon kahle Stellen gibt. Eine Woche später, es ist ein Mittwochnachmittag, läutet es an der Tür. Das ist sicher der Bauer mit dem Kabis für meine 2 Schätzeli, ruft das Grossi. Kabis? Der Turbo ist geschockt. Für uns? Ohne Kabis, sagt der Bacon. Aber es ist nicht der Bauer. Es ist Sophia. Grossi, wo sind meine Meersäule? Ich vermisse sie mega. Hey Bacon, hörst du das? Es ist Sophia. Der Bacon macht ein Freudentänzli. Sophia erzählt dem Grossi, dass es ganz langweilig sei in ihrem Zimmer und dass sie die Meersäule so gern wieder zurück möchte. Mit dem Grossi zusammen putzt sie das Käfig. Das Grossi ist froh, weil das Käfigputzen hat sie schon ein bisschen mühsam gefunden. Und bei dieser Gelegenheit jammert sie auch ein bisschen über das Heu, das immer auf dem Teppich landet. Sie sind zwar herzig, aber auch ein bisschen laut. Und sie haben so spitzige Krallen. So kommt es, dass der Turbo und der Bacon wieder zurück zu der Sophia zügeln. Sophia hat ihren Eltern hoch und heilig versprochen, von jetzt an würde sie ganz gut zu der Meersäule schauen. Und zuerst ist auch alles bestens gelaufen. Aber schon bald sitzt Sophia wieder auf dem Bett und streichelt wieder nur noch ihr flaches Gerätchen. Es fängt wieder an. Ohne Kabis. Der Turbo verdreht die Augen. Aber dann springt Sophia plötzlich vom Bett, macht das Käfig auf und nimmt die beiden Meersäule raus. So, jetzt mache ich ein Film mit euch. Ein Tierfilm und ihr spielt die Hauptrolle. Ohne Kabis. Der Bacon versteht nicht genau, was da passiert. Aber er merkt sofort, dass er jetzt plötzlich sehr wichtig ist. Der Turbo ist ein bisschen misstrauisch und will zuerst alles beobachten. Darum sitzt er unter der Sophia ihres Pult. Aber irgendwann kommt auch er führen. Und wo Sophia ihnen das fertige Filmchen zeigt, ist der Turbo begeistert. Jetzt wissen wir endlich, was an dem Gerät nicht so toll ist. Dort innen hat es ganz kleine Meersäule, die rumkumpen. Das eine sieht aus wie du, Bacon. Und wenn das andere ein bisschen sportlicher wäre, würde ich sagen, es gleiche Meer. Der Bacon streckt seinen Hals. Also, ich finde, es sieht genau so aus wie du. Ohne Kabis, sagt der Turbo. Du hast ohne Kabis gesagt! Du hast ohne Kabis gesagt! Der Bacon quietscht vor Vergnügen. Von dem Tag an sind der Bacon und der Turbo nicht mehr beleidigt gewesen, wenn Sophia das flache Gerätchen gestreichelt hat. Sie haben ja gewusst, das Ding ist da, um kleine Meersäule zu streicheln. Und Sophia, die hat ab dann auch immer gut zu ihnen geschaut.
Rätsel vom Schülergarten. Weh, da klebt ein Wurm! Cheyenne rührt einen grossen Herdöpfel durch den Schülergarten. «Hey, geht's noch?» Der David kann gerade noch knapp ausweichen. Die Frau Bohnenblust, die Schulgärtnerin, schüttelt den Kopf. «Mädchen, jetzt reiss dich zusammen. Es ist noch nie jemand vom Regenwurm gefressen worden.» «Ja, aber Würmer sind voll grusig!» Wo die Frau Bohnenblust nicht schaut, verzieht sich Cheyenne unauffällig hinter die langen Tomatenstuden. Dort ist sie hoffentlich sicher von den strengen Blick der Frau Bohnenblust. Cheyenne scharrt gelangweilt mit dem Fuß in der Erde. Warum hat sie ihre Mutter nur für diesen blöden Schülergarten anmelden? Viel lieber wäre sie nämlich reiten, so wie die Annabelle aus ihrer Klasse. Aber nein, das war ihrer Mutter natürlich wieder zu teuer gewesen. Cheyenne seufzt. Und immer muss sie so ungewaschenes Gemüse mit heimnehmen. Dabei gibt sie jedem Laden schön Sauberes. Wo die Frau Bohnenblust das nächste Mal in die Richtung der Tomatenstuden schaut, geht Cheyenne schnell in die Hocke und stochert übermotiviert mit dem Unkrautstecher in der Erde umeinander. Nur nicht auffallen. Hey, was ist das? Da glänzt etwas. Cheyenne nimmt die kleine Gartenschaufel und fängt an zu graben. Was machst du? Cheyenne hat gar nicht gemerkt, dass Danisa, ihre beste Freundin, hinter ihr steht. Da ist etwas vergraben. Wie wild buddelt sie weiter. Oh mein Gott, was ist das? Mit spitzigen Fingern lupft sie eine kleine silbrige Truhe aus der Erde. Wow, zeig mal, ist das ein Schmuckkästchen? Cheyenne schaut hektisch umeinander. Psst, nicht so laut. Danisa nimmt die kleine Truhe und putzt mit dem Ärmel die Erde weg. Hoffentlich hat es kein Würm drin. Danisa schüttelt das Kästchen. Nein, nach Regenwürm tönt das nicht. Eher nach einer Klapperschlange. Mach's auf! Geht nicht, ich bring's Schluss nicht auf. Aber ich weiss, was das ist. Das ist eine Truhe von einer Schatzsuche. Da hinten ist doch der Kindergarten. Komm, wir vergraben's wieder, sonst sind die Kinder traurig. Sicher nicht! Ich habe noch nie Kindergärtner im Schülergarten gesehen. Wir nehmen die Truhe heim und schauen dort, was drinnen ist. Cheyenne schaut umeinander, aber ausser der David, der heimlich an seinem Handy herumdruckt, ist niemand in ihrer Nähe. Schnell versorgt sie die kleine silbrige Truhe in ihrem Rucksack. Vielleicht sind ja Goldmünzen in der Truhe. Dann gibt's einen Finderlohn und ich könnte in 3 Stunden. Ja, genau. Träum weiter. Danisa grinst. Endlich ist es 4 und die Kinder dürfen heim. Cheyenne und Danisa gehen zusammen zu der Cheyenne. Sie nehmen das Haarspengeli, hocken auf den Badzimmerboden und hantieren am Schloss umeinander. «Gib mal, ich bin ein Profi in dem!» Und wirklich, das Schloss springt auf. Wow! Die kleine Truhe ist voller Glitzerstein. Danisa nimmt einen zwischen 2 Finger. Viel zu leicht, also echt sind die Steine sicher nicht. Die sind aus Plastik. So gemein! Cheyenne ist total enttäuscht. Hast doch recht gehabt mit der Schatzsuche. Dann bringen wir die Truhe halt wieder zurück. Als sie beim Schülergarten ankommen, ist es schon am Eindunkeln. Sie machen das Türchen auf und gehen rein. «Hey, dort hinten ist jemand!» Danisa bleibt stehen. «Was macht der Mann bei den Tomaten? Er hat eine Schaufel, der sucht sicher die Schatztruhe.» «Hey, Sie!» Danisa winkt wie wild. «Sie müssen nicht mehr weiter suchen, wir haben die Truhe.» Der Mann lässt die Schaufel fallen und läuft schnell auf die Mädchen zu. «Gib an, die gehört mir!» Der Mann zeigt auf die kleine silbrige Truhe, die Danisa immer noch in der Hand hat. «Eben, wir haben sie ja wieder vergraben!» Cheyenne schaut trotzig. «Der muss doch nicht so unfreundlich tun!» «Gib mir jetzt die Truhe!» «Sind Sie vom Kindergarten?» Cheyenne schaut den Mann misstrauisch an. «Was, Kindergarten?» Der Mann packt Anisa grob am Arm. Hässig reisst er ihre Truhe weg. Cheyenne hat Schiss und will wegrennen. «Hey! Wenn du willst, dass deiner Freundin nichts passiert, dann bleibst du jetzt schön stehen!» Cheyenne bleibt wie angewurzelt stehen. Das ist definitiv kein Kindergartenlehrer. «Lassen Sie mich los!» Danisa versucht, sich aus dem Klammergriff zu winden. «Das wird dir so passen. Zuerst schau ihn an, ob noch alles drin ist. Und so lange bleiben ihr beide da.» Danisa merkt, wie ihre Knie schluttern und auch Cheyenne ist ganz bleich. Aber gerade wo der Mann die kleine silbrige Truhe auftut,
trifft ihn ein kräftiger Wasserstrahl im Knick. Aua! Aufhören! Ein Mann geht vor Schreck die Ruhe aus der Hand und Glitzerstein purzelt unter die Tomatenstuden. Schnell buckt er sich, um die Steine wieder einsammeln. «So, fertig!» schimpft eine wohlbekannte Stimme. Es ist Frau Bohnenblust. In der rechten Hand hebt sie den Gartenschlauch und das Wasser spritzt in alle Himmelsrichtungen. Der Mann schimpft, packt die kleine Truhe und rennt wie der Blitz zum Gartentürli. Aber dort wird er schon erwartet. Genau vor dem Schülergarten steht die Polizei. Die Frau Bohnenblust stellt das Wasser ab und lächelt zufrieden. «Oh mein Gott, Sie haben uns gerettet! Danke, Frau Bohnenblust! Der Mann ist voll komisch!» «Ja, ich war hinter dem Gartenhäuschen am Wassergehen. Da habe ich den Kerl gesehen rumschleichen. Ich habe gedacht, er will sicher in den Schuppen einbrechen und habe der Polizei angerufen. «Sie sind eine Heldin, Frau Bohnenblust!» Cheyenne wäre der Lehrerin am liebsten um den Hals gegumpelt, aber sie hat es dann gleich nicht gemacht. Ein paar Tage später erfahren Cheyenne und Anisa von der Polizei, dass das in der Truhe doch echte Edelsteine waren und dass der Mann ein Dieb ist, der vor 5 Jahren in einem Schmuckladen eingebrochen ist. Daraufhin hat man ihn verwünscht und er hat ins Gefängnis müssen. Aber das, was er gestohlen hat man leider nie gefunden. «Zum Glück gibt's uns. Wir sind eben ziemlich gut im Schatzsuchen», hat Cheyenne stolz zum Polizist gesagt. Und Anisa hat fleissig genickt. Natürlich haben die beiden Mädchen eine fette Belohnung bekommen und Cheyenne hat endlich in die Reitstunden. Aber in den Schülergarten hat sie gleich noch wollen. Weil von jetzt an hat die ganze Klasse besonders motiviert gejettet. Natürlich mit den guten Tipps von der Cheyenne, der Anisa und der Frau Bohnenblust. Pippa und Supergirl. «Mami, wann kommt Tante Helen endlich?» Die Pippa tigert schon den ganzen Nachmittag ungeduldig durch die Wohnung, weil der Pippa ihre Tante Helen wohnt eben in London. Und wenn sie auf Besuch kommt, bringt sie der Pippa immer ein super Geschenk mit. Das letzte Mal zum Beispiel ein Haarföhn mit eingebautem Discolicht, das blinkt. Niemand anders hat so einen coolen Föhn. Endlich läutet es an der Tür. «Das ist sie! Ich mach auf!» Ein bisschen später sitzt Tante auf dem Sofa und trinkt einen Cappuccino. Der hat Pippa für sie gemacht. Pippa tut so, wie wenn sie das Muster vom Teppich anschauen würde. Dabei spienzelt sie heimlich auf der Tante Helen ihre grosse Tasche. Tante seufzt. «Das Mal habe ich dir nur etwas Kleines mitgebracht, Sweetie.» Das beunruhigt Pippa noch nicht gross. Etwas Kleines können auch ein paar Ohrstecker mit Glitzersteinen sein oder so. Aber dann drückt ihre Tante Helen etwas in einer pinkigen Folie in die Hand. Ein Überraschungsei! Pippa ist entsetzt. Was ist denn das für ein Geschenk für eine 10-Jährige, die bald 11 wird? «Danke. Ich gehe Aufzüge machen», murmelt sie und geht in ihr Zimmer. Sie legt das Überraschungsei in die oberste Pultschublade zu ihrem süßen Notvorrat und einem goldigen Tagebuch, wo sie all ihre Geheimnisse hineinschreibt. Zum Beispiel, dass sie heimlich ist an Kiosk Gummischlangen kaufen oder dass sie den Levin aus ihrer Klasse ziemlich hübsch findet. Am nächsten Tag hat Pippa ihre Überraschungsei-Enttäuschung schon fast vergessen. Sie sitzt im Zimmer und studiert an einer Mathe-Aufgabe um. Da hört sie plötzlich ein feines Stimmli aus der Pultschublade. «Lass mich raus! Please!» Pippa verschrickt. Seit wann kann ihr Pult reden? Langsam macht sie die Schubladen auf. Das gibt's doch nicht! Das Überraschungsei gumpet wie ein Ping-Pong-Bölleli. «Ich will raus!
ruft aus dem Ei. Zuerst weiss Pippa nicht recht, was machen. Ein Ei, das redet, ist ja schon ein bisschen komisch. Aber dann nimmt sie es vorsichtig in die Hand und wickelt es aus der pinkigen Folie. Pippa vergisst sogar die Schoki zu essen, so aufgeregt ist sie. Sie drückt ganz vorsichtig die gelbe Kapsel auf. Endlich! Ein kleines Figürchen mit einer schwarzen Strubbelfrisur und einem grün pünktlichen Röckchen hüpft aus der Kapsel. Hello! My name is Supergirl. Und du? Ich bin Pippa. Aber warum? Ich bin halt super! Super clever, super schön, super alles! Das kleine Spielzeugfigürchen schüttelt die Haare. Gell? Ich habe herzige Frisur. Ich bin auch super sportlich. Ich kann sogar machen die Spagat. Willst du sehen? Total baff schaut Pippa dem Figürchen zu, wie sie einen perfekten Spagat macht, dann 3 Rückwärtssaltos und 15 Flickflacks und dann plötzlich sperrt sie ihr kleines Maul auf, gähnt Ich bin so müde. Und verschwindet wieder im Pult. Pippa ist ganz durcheinander. Sie schaut in die Schublade. Da liegt das Supergirl eingekuschelt auf einem Papiernasstüchli-Päckchen und schlaft zufrieden. Am nächsten Morgen wird Pippa ruppig vom Supergirl geweckt. Aufstehen! Aufstehen! Schau mal, was ich kann! Pippa kommt fast zu spät in die Schule, weil Supergirl ihr will 1000 Sachen zeigen. Zum Beispiel, wie sie auf einer Hand übers Pult hüpfen kann. Aber wo Pippa vorschlägt, Supergirl soll mit in die Schule kommen, ist fertig mit Kunststückchen. Mit einem Satz springt Supergirl zurück in die Schublade. Ich bleib da! Aber am Nachmittag, wo Pippa von der Schule heimkommt, ist Supergirl verschwunden. Und nicht nur sie. Auch der Pippa ihres Handy ist wie vom Erdboden verschluckt. Die Pippa sucht und sucht. Falls du dein Handy suchst, ich habe es beim Staubsaugen unter deinem Pult gefunden. Der Pippa ihre Mutter seufzt. Du musst nicht immer alles am Boden rumliegen lassen. Danke, Mami. Und hast du zufällig noch so ein Spielzeugfigürchen gesehen? Die Mutter schüttelt den Kopf. Nein, warum? Einfach. Am nächsten Tag ist Samstag und Pippa hat mit ihren Freundinnen der Peggy und der Gisem abgemacht für ins Kino. Auf das hat sie sich schon lange gefreut. Wo sie an der Kasse stehen, kommt der Levin zu laufen. «Hey, super Idee mit dem Kino!» Pippa spürt, wie ihre Knie fludrig werden. «Hä? Warum?» «Du hast mir doch gestern geschrieben.» «Ich?» Der Levin grinst. «Ich habe noch Celine gefragt, sie wollte den Film auch sehen.» Jetzt erst sieht Pippa, dass neben dem Levin die eingebildete Celine aus der 5. steht. Ausgerechnet. Der Levin strahlt. Aber nicht in die Richtung von der Pippa, sondern in die von der Celine. Während dem ganzen Film sind die beiden am Flüstern und Giggeln und kaum ist das Kino fertig, sind sie auch schon weg. Egal. Pippa hat sowieso keine Lust mehr mit dem Levin zu schwätzen. Sie hat auch keine Lust, mit ihren Freundinnen Glasse essen. Sie will einfach nur noch heim. Hässig lässt sie sich aufs Bett plumpsen. «Hallo, hast du mich vermisst?» Supergirl sitzt auf der offenen Pultschublade und lässt Beile bambeln. Sie grinst von einem kleinen Ohr zum anderen. «Ist super gsi mit Levin im Kino?» «Nein, gar nicht ist super.» Pippa stutzt. «Warum weisst du, dass er da war?» «Einfach!» Jetzt sieht Pippas offene goldige Tagebuch in der Schublade. «Du hast in meinem Tagebuch gelesen?» Supergirl zuckt mit den Schultern. «Na und? Ich habe dem Levin geschrieben eine SMS, dass du ihn sweet findest. Eine super Idee von mir!» «Geht's noch? Das ist, weisst wie peinlich!» «Sicher nicht! Manchmal muss man etwas wagen!» Supergirl quietscht vor Lachen. Jetzt wird Pippa richtig verrückt. «Ich will dich nie mehr sehen!» Sie packt die kleine Figur, reißt fest drauf und rührt sie hässig ins Gebüsch raus. Am Sonntagmorgen ist der Pippa ihre Laune noch nicht viel besser. Sie sitzt auf dem Bett und hört laut Musik. Sie hört nicht einmal, dass es drinnen läutet. Und auch nicht, dass ihre Mutter an die Tür klopft. «Pippa, du hast Besuch!» Der Oskar vom unteren Stock kommt ins Zimmer.
Hoi. Ich wollte dich fragen, ob du in den Kletterpark kommst. Der Oskar grinst verlegen. Meine Schwester ist eben krank. Pippa weiss nicht so recht. Aber ja, wieso nicht? Vielleicht muss sie dann nicht immer an die doofe Geschichte mit dem Levin denken. Okay, ich komme, sagt sie und gumpet vom Bett. Im Kletterpark haben es Oskar und Pippa ziemlich lustig. Eigentlich komisch, dass er ihr bis jetzt noch gar nicht aufgefallen ist, obwohl der Oskar ja seit dem Herbst im gleichen Haus wohnt. Wo sie im Bus heimfahren, drückt er ihr aufs Mal etwas in die Hand. «Hey, schau mal, was ich heute Morgen von unserem Haus gefunden habe. Kannst du es haben? Vielleicht bringt es ja Glück.» Pippa zuckt zusammen. In ihrer Hand liegt ein kleines Figürchen mit strubbeligem schwarzem Haar und einem grün pünktlichen Röckchen. Supergirl sagt kein Wort. Sie sieht jetzt aus wie jedes andere Plastikfigürchen auch. Aber wo der Oskar aus dem Fenster schaut, ist Pippa ganz sicher, dass sie ihr zublinzelt hat. Das Rätsel vom Fitnessstudio. Cheyenne und Danisa sitzen auf der Cheyenne ihrem Sofa und hören Musik. Plötzlich zieht Danisa der Cheyenne die Stöpsel aus den Ohren. «Hey, du hast doch gesagt, dein Bruder hätte neu so eine kleine Drohne. Wir könnten doch mit der filmen.» «Keine Chance, darf sie nicht anlangen, so stickt der Sebi aus.» Danisa überlegt kurz. «Wir können ihn doch ganz nett fragen. Ich frage ihn. Er ist aber gar nicht da, er ist im Training.» Wo sie das sagt, fängt Danisa an zu grinsen. «Umso besser.» «Stimmt, jetzt oder nie.» 10 Sekunden später sind die beiden Freundinnen im Zimmer vom Sebi. Danisa rümpft die Nase. Es schmeckt nach so einem grusigen Deo und käsigen Socken. Die Drohne liegt auf dem Pult. Gebrauchsanleitung daneben. So, als hätte der Sebi sie extra für die Mädchen parat gelegt. Cheyenne liest der Anisa vor, was sie machen muss. Zuerst auseinanderklappen, dann schauen, ob der Akku aufgeladen ist, Antennen rausziehen, Fernsteuerung einschalten, Handy in die Halterung. Die wollte ich im Fall schon mega lang mal ausprobieren. Cheyenne grinst und Anisa macht Schritt für Schritt, was Cheyenne sagt. Und schon fliegt die Drohne im Zimmer umeinander. «Hey, geht's noch? Das ist gefährlich. Komm, wir gehen raus.» «Easy. Wann kommt dein Bruder zurück?» «Nicht so schnell. Er ist total der Fitnesssuchti. Und das Fitnesszentrum ist gerade da hinten. Dann sehen wir, wenn er rauskommt.» Die beiden Mädchen rennen aus dem Haus. «Hey, weisst was? Wir filmen den Sebi beim Pumpen. Auf der anderen Seite vom Haus hat das Fitnessstudio grosse Scheiben. Da sieht man gut rein.» Cheyenne kommt fast keine Luft mehr über, so lustig findet sie es. Sie gibt der Anisa Anweisungen. «Ufe, übers Haus, ja genau, jetzt runter. Okay, jetzt ist sie verschwunden. Jetzt nichts mehr machen, warten. Warten. Okay, ist genug lang. Jetzt wieder rauf. Ja, sie ist da.» Danisa steuert die Drohne sicher zurück und lässt sie von ihren Füßen landen. «Meinst du, man sieht ihn, Brüder?» Zusammen schauen sie an, was die Drohne gefilmt hat. «Wow, da sieht man ja alles ganz genau.» Danisa ist begeistert. Aber auf dem Film ist kein Sebi zu sehen. Hinter einer grossen Scheibe steht ein Mann in einem Trägerliebli und leert Grünabfall in einen Mixer. Bananenschalen, grüne Blätter und eine braune Flüssigkeit. Cheyenne wird ganz aufgeregt. «Wer? Was macht der? Ist das im Fitnessstudio?» «Ja, der Typ füllt Abfall in so kleine Fläschchen ab. Ich glaube, der macht Smoothies aus Küchenabfall. So ein Gangster!
Und der Sebi und seine Kumpels trinken das grusige Zeug. Komm, das müssen wir ihm sagen. Cheyenne und Danisa bringen die Drohne heim und gehen ins Fitnessstudio. Wo sie durch die automatische Tür gehen, sehen sie aber nie den Mann im Trägerliebli. Hinter der Theke steht eine ältere Frau in einem Trainer mit blond gefärbten Haaren. Die Mädchen schauen umeinander. «Suchen doch etwas!» Der Frau, ihre Stimme tönt ziemlich genervt. «Ja, Ihr Kollege, der Küchenabfall in die Smoothies mixt.» Danisa zeigt auf die Kühlvitrine, wo so schicke kleine Fläschchen stehen. «Sonst noch etwas? Das muss ich mir nicht bieten lassen. Unsere Smoothies sind super in der Qualität, mit echten Milchsäurebakterien.» «Was für Bakterien?» «Wir haben alles auf dem Handy. Wir können es Ihnen zeigen.» Aber die Frau will nicht mehr weiter diskutieren und schon gar nichts auf der Cheyenne ihrem Handy anschauen. Sie sagt, die beiden frechen Gofen sollen jetzt sofort gehen und sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Und weil sie will, dass Cheyenne und Danisa ihr glauben, kommt sie mit einem knurrenden Pitbull hinterführen. Cheyenne und Danisa rennen raus. Aber so schnell will Cheyenne nicht aufgeben. «Komm, wir gehen schauen, ob wir noch mehr Beweis finden.» «Bist du sicher?» Danisa schaut ängstlich zu der grossen Glasscheibe zurück. Aber der Hund ist wieder hinter der Theke verschwunden und die Frau rettet ihr Handy. Sie gehen hinter das Haus, aber sie finden keinen anderen Beweis. Dann durchsuchen sie sogar noch den Abfallcontainer. Aber dort innen hat es nur so ein paar grosse, weisse Plastikdosen. Eine ist sogar noch halb voll mit so einem blauen Pulver. Danisa schaut die Dose genauer an. «Super Sprint. Ich packe sie ein. Vielleicht kann ich sie zum Basteln brauchen.» Gerade, wo sie um die Ecke laufen, kommt ihnen der Trägerliebli-Mann entgegen. Ja, genau der, wo sie gefilmt haben. Cheyenne bleibt wie angewurzelt stehen. Aber Danisa geht mutig auf ihn zu. Sie? Eine Frage. Arbeiten Sie zufällig im Fitnessstudio?» Der Mann schaut erstaunt. «Nein, also ja, ich gehe mich schon ins Fitnessstudio, aber ich bin Gärtner. Ich arbeite gerade hier in diesem Haus. Warum?» «Ich glaube, wir haben gesehen, wie Sie heute Nachmittag so Smoothies gemacht haben. Also im Fitnessstudio.» «Was habe ich gemacht?» «Smoothies. Also so gesunde Säfte, die eben nicht gesund sind. Sie haben die gemixt.» Weiter kommt Danisa nicht, weil der Mann fängt laut an zu lachen. Das tönt ein bisschen wie ein Gewitter. «Ah, ich weiss, was ihr meint. Ich habe gerade einen Biodünger gemacht. Und den gesunden Saft trinken jetzt meine Tomaten. Meint ihr echt das?» Ja, das meinen wir vielleicht. Sorry, und ja, wir müssen jetzt gehen.» Cheyenne und Danisa rennen schnell davon. Und hinter dem nächsten Hausecke schwören sie sich, nie im Leben die Geschichte jemandem zu erzählen. So peinlich. Haben sie voll gemeint, der Gärtner sei ein Smoothie-Puncher. Aber damit ist noch nicht fertig. Wo sie bei der Cheyenne zur Tür hineinkommen, werden sie vom hässigen Brüder erwartet. «Haben die meine Drohne genommen?» «Nur ganz kurz.» «Wenn ihr die geschlissen habt, dann zahlt ihr mir eine neue im Fall.» «Wir haben dir dafür etwas mitgenommen, also gefunden.» Schnell streckt Danisa am Sebi die grosse weisse Dose unter die Nase. Der Sebi runzelt die Stirn. Er liest, was drauf steht. «Von wo habt ihr das?» «Wenn's das ist, was ich meine.» Er tippt etwas in sein Handy. «Ja, voll! Sind ihr durch? Das ist ein Dopingpulver. Das macht, dass man länger trainieren und die Muskeln grösser werden. Mega ungesund und verboten.» Anisa und Cheyenne schauen sich an. Und dann erzählen sie am Sebi alles. Vom Drohnenfilmli, von der blond gefärbten, unfreundlichen Frau und auch, wo sie das Pulver gefunden haben. «Ich has gewusst, dass mit der etwas nicht stimmt. Die verdeckt das Zeug wahrscheinlich heimlich. Und ihr findet es raus. Ihr sind ja voll die Krassen.» Cheyenne und Danisa platzen fast vor Stolz. Von dem Tag an hat der Sebi nicht mehr bei dieser Frau trainiert und auch sonst niemand mehr. Weil die Polizei hat das Fitnessstudio wegen illegalen Geschäften mit Dopingmitteln geschlossen. Und Cheyenne und Danisa sind die Heldinnen gewesen. Sogar die Zeitung 10 Minuten hat darüber berichtet. Der Sebi
war auch ein bisschen stolz auf seine Schwester. Und als Belohnung hat er Cheyenne und Anisa gezeigt, wie man mit einer Drohne richtig coole Filme machen kann. Als ob sie das nicht schon gewusst hätten. Eine Influencerin, 2 Meerschweinchen und andere lustige Geschichten ist das gsi. Eine von ganz vielen Geschichten, die ich da beim Podcast habe. Wenn du mehr davon willst, abonnieren unbedingt jetzt den Podcast. Und komm vorbei auf srfkids.ch, auch dort haben wir noch ganz viele Geschichten. Ich freue mich, wenn wir schon bald wieder zusammen anhöckeln und eine Geschichte geniessen. Bis dann, ich bin Anna Zöllig.